Willkommen auf unserem Tour durch Kirchen und Kapellen zu Lützeburg. Hier sind wir zu Bollendorf, mehr präzise zu Bollendorfer Brick. Die Ortschaft hier, die ist eigentlich recht am 19. Jahrhundert entstanden, für genau 200 Jahre, 1815 beim Wiener Kongress. Damals ist ja die sauer Grenze zwischen Deutschland und Lützeburg. Der großen Teil von der Ortschaft, der lag von dem Moment auf der deutschen Seite und auf der Lützeburger Seite. Da waren von Geholl ein paar Häuser, die nicht direkt an eine andere Ortschaft gebunden waren. So ist doch nicht verwunderlich, dass Beziehungen während 100 Jahren weitergegangen sind. Da muss ich vorstellen, dass bis 1913 Kinder von der Lützeburger Seite auf die deutsche Seite an die Schule gegangen sind. Die kirchlichen Beziehungen, die haben gedauert bis an die 30er Jahre vom 20. Jahrhundert, wie Hitler die Grenzen zugemacht hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann selbstverständlich bei den Lützeburger der Wunsch ab, über eine eigene Kirche zu verfügen, was es bis dahin noch nicht gab. Es war eine Notkirche an einem Schulsaal angerichtet worden. Von 1951 an gaben der Pläne gemacht vom Constant Gillardin, für hier ein kirchliches Zentrum abzurichten. Schlussendlich gab ein Akkord gefunden für den Plan, den dann 1952 so ausgeführt ging, wie wir es heute kennen. Die Kirche konnte 1954 angeweiht gehen. Das eng von den modernen Kirchen zu Lützeburg. Das ist so, dass finanzielle Mittel damals ziemlich knapp waren. Aus der Ursache wird dann noch möglichst einfach und bescheiden gebaut. Den Constant Gillardin, den kam von der Polytechnischen Hochschule von Zürich und hat dort seine Studie gemacht. Und der Bau ist ganz klar beeinflusst vom Schweizer Kirchenbau aus den 40er bis Anfang 50er Jahren. Ganz charakteristisch ist, wie breit der Raum ist. Wir haben einfach Fenster, die viereckig sind. Dann haben wir einen Chor, der noch mehr breit ist wie der Kirchenraum. Den hat keine Direktbelichtung, er wird seitlich indirekt belichtet durch Fenster, die vom Schiff aus nicht gesehen. Dann ist der Chor ein bisschen angeleuchtet wie eine Bühne, wo die ganze Aufmerksamkeit hingezogen wird auf den Altar, was ja ein von den Anleihen von der katholischen Kirche war, an den 50er Jahren am Zusammenhang von der liturgischen Erneuerung. Die Kirche, die ist bis heute an ihrem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben, bis auf den Volksaltar, den aus praktischen Gründen an den 70er Jahren dann heibannen abgestaltet wurde. Die Malereien am Chor sind ausgeführt an einer Sgraffito-Technik von Ben Haya. Durchgestaltet also damit den Titel von der Kirche Maria Assumpta in Coelum, Maria, die abgeholt ist an den Himmel. Dann hat verschiedene Hinweise auf Marienverehrung. Selbstverständlich muss ihn das situieren Hintergrund vom Zweiten Weltkrieg.